So, hier ist alles parat für ein grosses Finale. Die Landfrauen sind unterwegs. Jetzt geht's los. 7-mal haben die 7 Landfrauen aus der ganzen Schweiz füreinander gekocht und sie ihre eigene strenge Jury gewesen. Wer hat einmal ihre Besten gekocht? Wer ist die Gewinnerin? Das ist SRF bei den Leuten, Landfrauenküche. Ja, es ist Freitagabend, höchste Zeit für die Landfrauenküche. Und heute sowieso der grosse Finale steht an. Und darum haben wir unsere 7 Landfrauen hierher eingeladen aufs Saarland, ins Tösstal. Und unser Publikum ist schon vorfreudig kribbelig. Das ist gut so. Wir haben heute Abend hier einen 5G-Anlass. Das heisst, geimpft, genesen, getestet und gut gelaunt. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, sind unsere Landfrauen. Und die gehen wir jetzt empfangen. Ja, da kommen sie aus dem obligaten gelben Postauto. Deborah Stadelmann aus St. Gallen. Hallo Nika. Guten Abend. Und dann mit Regula Schmidt mit der schönen Bündner Tracht aus dem Kanton Graubünden. Hi. Sabrina Stadelmann aus Luzern. Schön, bist du bei uns. Sonja Vogtmeier aus dem Kanton Aargau. Schön, bist du bei uns, Sonja. Hallo Nika. Erika Arnold Fessler aus dem Kanton Uri. Hoi. Wunderschön. Maja Tapole aus dem Kanton Schaffhausen und Heidi Lutzdorf aus Bern. Hallo. Hoi, schön bist du bei uns. Ja, und jetzt gehen wir rein in die warme Stube und für euch gibt es jetzt etwas zu gewinnen. Macht mit beim Wettbewerb der Landfrauenküche und gewinnt Preise im Gesamtwert von 10'000 Franken. Einfach anrufen auf 0901 544 911. Für 1,20 Franken oder gratis mit dem Handy im Internet. Unter allen, die mitmachen, verlosen wir 10 Migros-Geschenkkarten im Wert von je 1'000 Franken. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr dann am Schluss der Sendung. Alle Infos und wer gewonnen findet ihr auf unserer Webseite. Viel Glück! Ja, und da sind unsere 7 Landfrauen alle schön rausgeputzt und wahrscheinlich auch ein bisschen nervös, oder Sabrina? Wann war der Puls höher heute vor dem Finale oder vor deinem Kochabend? Ich war beides Mal nervös. Ich dachte, ich lege mich wieder ein bisschen schwarz an, dass man die Schweißflecken nicht so sieht. Aber ja, es gehört auch dazu und es ist gut so. Debbie, wie sieht es bei dir aus? Also ich bin nervöser als am Kochen oben, muss ich sagen. Ja. Ja, Sonja, du bist ein grosser Fan von dieser Sendung, hast nichts verpasst, deine Familie auch. Und jemand ist, glaube ich, besonders stolz, jetzt, dass du hier bist, gell? Heute Morgen hat mir mein Vater angerufen und gesagt, er sei der grosse Star geworden im Altersheim. Er sei kaum ans Morgenbuffet gegangen, sind die Leute um ihn herumgestanden und gesagt, wir haben deine Tochter gesehen am Fernsehen. Ja. Ja, und jetzt ist mit dem Finale natürlich auch langsam aber sicher eine gemeinsame Zeit, die zu Ende geht. Heidi, schwingt da auch ein bisschen Wehmut mit? Ja, nicht nur ein klein. Ja, es ist ein grosses, trauriges Auge dabei. Also, ich habe mich jedenfalls immer wahnsinnig gefreut auf die Wochenende, die kommen. Und ja, jetzt ist es durch. Und ja, da schwingt sehr viel Wehmut mit. Ja. Ihr habt die Zeit also auch geniessen, trotz der vielen Arbeit, die ja auch dahinter steckt. Der Apero bis zur Serviette und der Blumen auf dem Tisch ist alles perfekt drapiert. Und darum, wenn wir jetzt an dieser Stelle den Aufwand, den ihr neben den Kochtöpfen auch noch betrieben habt, belohnen. Und darum küren wir heute Abend Deko-Königin. Ihr habt alle einen Schreiber und ein Zettel vor eurer Nase. Dort dürft ihr den Namen von eurer persönlichen Deko-Königin aufschreiben. Wer hat euren Deko-Geschmack am meisten getroffen? Und wir blenden noch einmal zurück, was wir in der diesjährigen Landfrauenküche-Staffel alles auf den Tisch haben liegen und was auch sonst gemacht wurde für das perfekte Ambiente. Ich tue jetzt so die Kinderzimmerenergie quasi wegräuchern, dass es Platz hat für eine andere Energie. Getrocknete Getreidebüschel in verschiedenen Rosatönen haben im Festessen von der Deborah zusätzlich einen feinlichen Rahmen gegeben. Steine als Tischkärtchen, Bergblumen und Leinentischwäsche, das war die Dekoration von der Regula. Sabrina hat für jede Landfrau den passenden Schratten Flussstein gesucht und die Stadelmann-Mannen haben extra ein Bauernstübli in Heustock hineingezimmert. Gross. Mein Stein hat so ein Maul. Und ich bin die mit dem grossen Maul. Sonja hat aus Silberlöffeln Serviettenringe gekämmert. Ihr habt jetzt auch einen. Als Armreif soll der noch lange eine Erinnerung sein. Ihr Motto sonst «Änder edu als Urchi».
Ein herbstliches Blumenbouquet mit Lavendelsäckchen hat der Esstisch von der Erika geschmückt. Ja, aber es ist wirklich der Lavendel, der sich durchzieht. Ja. Verschiedene Blautöne und getrocknete Ähren haben die historische Bauernstube von der Maja veredelt. Heidi hat den Tisch im ehemaligen Rossstall mit Blumenarrangements und Tischläufer ganz in Bordeaux-Rot gestaltet. Ja, da haben wir also ganz schön viel Inspiration bekommen, wenn dann vielleicht der nächste Besuch ansteht. So, jetzt komme ich einsammeln. Eure Stimme habt ihr in den letzten 7 Wochen immer wieder in so ein Milchkessel hineingehauen, wo ihr eure Landfrauen, Kolleginnen seid besuchen, von Kanton zu Kanton, seid gereist und euch kulinarisch verwöhnen. Und wir waren dabei, haben Einblick bekommen, nicht nur in eure Kochtöpfe und euren Alltag, sondern auch in die schönsten Bauernbetriebe der Schweiz. Und wir blenden jetzt zurück. Anfangen wir bei der Maja Tapole daheim im Kanton Schaffhausen, beim grosszügigen Bauernbetrieb. Zwilchingen im Klettgau läuft es rund in der Küche. Ich koche ungern, ja, wirklich. Und wenn alle daheim sind, dann finde ich es richtig les. Dann ist der Tisch voll und es rebelt. Alle daheim, das heisst 3 Mädchen und 4 Buben kommen zum Znacht. Ich glaube, eine grosse Familie wollte ich schon lange wählen. Gerne viele Kinder habe ich immer gehabt, ja. Der Nachwuchs hilft auch fleissig mit auf dem 35 Hektar grossen Betrieb. Das ist mir auch wert, dass wir auch mit den Kindern zusammen das machen, um sie reinzunehmen und einfach zu ihnen zu sagen, wie die Kreisläufe sind und was alles dazugehört. 30 Jahre ist es her, als es zwischen Kai und Maja in einem Skilager hat gefunkt. Am ersten Tag beim Skifahren habe ich gedacht, das ist schon eine gute Partie. So. In knappen Monat haben wir gebraucht, bis wir gemerkt haben, dass eigentlich schön wäre. Wegen einem Bänderriss ist der Kai auch noch im Spital gelandet. Wir haben ihn besucht und dann war so eine komische, aufgetakelte Drucker noch dort. Ich dachte, wenn er solche Frauen bevorzugt, kann ich gerade wieder gehen. Dann habe ich gewartet. Irgendwann ist sie gegangen und ich war noch dort. Ja, hat sich dann alles zum Guten gewendet. Gut kommen soll sie jetzt auch mit der Vorspeise. 2 Linsen auf Salat. Fleischpäckchen, Emmerspätzli und Lauchcannelloni gibt es zur Hauptspeise. Vom Geschmack her war es sehr fein, sehr würzig. Ich liebe das. Zimmerparfait mit einem Birnenstreuselgratin und Weingutzli gibt es zum Dessert. Ich habe gerne so viel Verschiedenes. Auch nicht alles zu süß und auch warm und kalt. Und da ist man wirklich so ein bisschen von allem etwas bekommen. Ja. Oberhalb von Sörenberg auf der Alp Bodenhütte bekochen Sabrina Staduma die anderen 6 Landfrauen. Geboren ist sie in Emmen. Seit 11 Jahren ist sie jetzt mit dem Marco zusammen. Es war eine Stelle ausgeschrieben in einer Bar, in einer Après-Ski-Bar. Und ja, bin ich hier arbeiten. Und den Rest kann sich jeder selber ausmalen. Es läuft bei allen etwa im gleichen Stil ab, denke ich. Kannst du sagen? Nein. Die gelehrte Automechanikerin hat zuerst in die neue Rolle als Mutter und Bäuerin hineinwachsen. Ein Stadtmädchen ist sie aber immer noch ein bisschen. Ja, man ist halt irgendwie so in einem Rad drin. Man probiert, eine gute Frau zu sein, eine gute Bauernfrau, eine perfekte Hausfrau. Und Schwiegertochter und Tochter muss man auch noch sein. Und irgendwann hat auch mein Körper gesagt, stopp, bis dahin. Oh nein, das kann ich schnell nicht. Sabrina hatte 2 Hörstürze. So blöd es tönt, ich einfach wieder lernen, mich selber zu sein und auch zu mir zu stehen und zu sagen, ich bin halt die etwas ausgeflippene und halt die Durchtragende und ich bin halt nicht die mit der Schuss rumläuft und immer alles perfekt hat. Und es ist immer noch ein Prozess, ich bin immer noch dran, aber es geht mir gut. Also, ja. Da jetzt das offene Feuer ist es natürlich sehr heiß. Jetzt nehme ich es einfach ein bisschen über. Sabrina kocht ganz ohne Strom mit der Hilfe von ihrem Vater, Urs. Ein Eierschwämmli Tartar macht der Anfang. So, Frauen, da hätten wir die Vorspeise. Ich hoffe, Sie haben euch da ein bisschen lustig gemacht bei der neuen Vorstellung. Ja.
Zur Hauptspeise gibt es Hirschsteak, quasi aus dem eigenen Garten. Ja, es sind wirklich rund ums Haus Hirsche. Also, wenn wir in der Nacht mal aufs WC gehen mit der Taschenlampe und so die Weide runterzünden, schauen da mal komische Augen unten rauf. Ja, dazu Dinkelrisotto und Herbstgemüse. Das war vom Gemüse her wirklich eine Geschmacksexplosion, weil es ist nicht einfach 0815 Marco! Beim Dessert kommt Sabrina ein bisschen zu rotieren. Kommt gut, so schau, das schön aussieht. Nein, jetzt sieht scheiße. Ich glaube gerade Milchzeug, das Zeug verläuft. Kürbisglasse mit Tannenhonig, Merengue und Niedeln haben nicht nur die Stimmung gelüpft, sondern auch die Beine. Schau dir mal! Ja. Das hätten wir auch nicht gedacht, dass bei den Landfrauen einmal noch Cancan getanzt wird. Ja, die Schuhe, das war ja immer wieder ein Thema. Sabrina, vor allem bei dir, das ist ein bisschen dein Markenzeichen, deine High Heels. Was hast du heute für Böden an? Ich habe gedacht, ich halte mich heute ein bisschen zurück, ganz schlicht, elegant, klassisch. Ja, ein schwarzer Lackpen. Ich sehe, ihr habt alle ein bisschen aufgerüstet. Was ich mich frage, ist, kann man mit diesen Schuhen auch gut tanzen? Willst du probieren? Nein! Nein! Was ich mich so machen? Komm nicht dran! Du machst es sehr gut. Und jetzt machen wir so. Herzlichen Applaus an dieser Stelle für unser musikalisches Hüttenband-Trio hier im Hintergrund. Veronika Qualic am Piano, der Severin Sutter am Cello und an der Klarinette der musikalische Leiter der Dani Häusler. Merci vielmals. Auf einen Haufen Hochzeiten tanzt dort Maya, aber im übertragenen Sinn. Du bist unter anderem auch Präsidentin des Landfrauenverein Wilchingen. Hast du das eigentlich an deinem Landfrauenabend noch zusätzlich Druck gehabt? Nein, also eben Abend gar nicht. Das war irgendwie gar nicht in meinen Gedanken also im Moment. Aber in deinen Gedanken war ganz sicher der Mann, der Kai. Der hat dich ja kennengelernt im Skilager. Sag mal, in eurer Familie hat das Skifahren so einen besonderen Stellenwert? Ja, das Skifahren ist für alle von uns ganz wichtig. Das ist so die Zeit, wo wir weg können, wo wir Ferien haben, wo wir immer auch mit allen kleinen Kindern einfach mit Sack und Pack nebeneinander sind. Und das ist so ein Familienhighlight, wenn wir das miteinander machen können. Und jetzt geht es bei uns aber nicht auf die Piste, sondern in den nächsten Rückblick. Wir kommen zur Sonja, zur Erika und zur Regola. Und wir fangen in einem Kochtopf an, der aber keiner von diesen Landfrauen gehört. Kochen gehört bei der Sonja Vogtmeier zu ihrem Job. Seit über 30 Jahren ist sie Hauswirtschaftslehrerin und unterrichtet direkt am Herd. Können Sie, dass Sie nicht abgeschaltet haben? Du machst mir die Pfanne kaputt. Das ist genau das, was ich gemeint habe. Der Hof im aargauischen Scherz betreibt ihr Mann Daniel. Es sind 36 Hektare Ackerland. Die Eltern von 3 Kindern haben sich vor 21 Jahren gelernt kennen und lieben. Sonne ist eine Frau, die wirklich mit viel Energie und mit viel Power Sachen angeht. Unternehmungslustig, Ideen haben. Wir haben so viele Programme und Sachen. Aber es ist lässig. So ist gut. Vielleicht ist es der Holzofen, der die Liebe warm behält. Jede Woche backen sie zusammen 150 Brot, die sie direkt ab Hof verkaufen. Sagst du Peter an Gruß? Okay, tschüss. Eine Süssmeissuppe mit Kräuterstreusel und Federköhli-Chips tischen Sonja zur Vorspeise auf. Beim Hauptgang sollen die niedergarten Schweinsfilet-Medaillon überzeugen, zusammen mit einer Polenta, Trauben aus dem Ofen und karamellisierten Quittenschnitzen. Mutig war zum Beispiel beim Hauptgang nicht das Gemüse dazu zu tun, sondern Trauben und Quittenschnitz. Hat auch gut gepasst. Schokokuchen, Gassisglasse Ein guter Miteinander. Danke vielmals. und ein Merengue ist das Dessert von der Sonja. Oberhalb von Thusis mit Blick auf den Piz Beverin bauert Regula Schmid mit ihrem Mann Ralf. Dass die Regula bei der Landfrauenküche mitmacht, ist nicht so im Sinn von Ralf. Ja. Und ich schicke mir jetzt 3. Mehr sage ich nicht. Also
ich habe mich ja angemeldet und du darfst auf mich hässlich sein. Das nützt ja nichts. Ich muss ja mit dir noch mal 25 Jahre zusammenleben. Du darfst. Nein, das stimmt nicht. Ja. Beim Tisch zusammenbauen mit dem Sohn Fabian gibt er vollen Einsatz. Und auch beim Servieren der Vorspeise meistert er fast jede Hürde. Es gibt Frühlingsrollen mit gemischtem Saisonsalat. Und jetzt eine Frühlingsrolle. Ich muss noch ein bisschen heben, sonst geht es um. Tut mir leid. Ja. Es war nicht ganz eine einfache Aufgabe, die er hatte. Spezielle Herdapfelrösli mit Käfen und Rüebli als Beilage zum eigenen Rindsfilet gibt es zum Hauptgang. Das Fleisch ist gut. Sie sind nicht so perfekt. Ein Törtli und Panna Cotta aus der sauber gesammelten Heidelbeere hat Regula zum Abschluss präsentiert. Ist so gut. Mega schön. Danke vielmals. Ja, ist gut. Ali, kannst du mir helfen? Die gebürtige Appenzauerin Erika Arnold Fässler ist vor über 20 Jahren ins Urnerland arbeiten und wegen der Liebe in Seedorf bleiben hängen. Wir sind ein kleines Dorf, hat es natürlich relativ schnell geheißen, das Schaffi, eine Appenzauerin serviert im Rissli. Und das war logisch, da musste man schauen. Und dementsprechend haben wir uns dort kennengelernt. Mittlerweile haben die beiden 4 Kinder, die auf dem Pachtbetrieb vom Kloster St. Lazarus auch mithelfen. Seit 10 Jahren betreibt Erika ein Klosterlädeli. Dort verkauft sie allerlei selber gemachte Lebensmittel und auch Naturkosmetik, die sie selber herstellt. Ist ein bisschen gleich wie Kochen. Also ich sage manchmal bei der Creme, wenn man gut Mayonnaise machen kann, dann kann man eigentlich auch gut Creme machen. Für das ihr Festessen auch gut gelingt, setzt sie auf quasi fromme Stühle. Ist das gut so? Ja. Viel Glück morgen, hä? Ja, danke. Und gutes Sagen. Kann ich brauchen. Ist lieb. Ein Herbstsalat mit Honigsauce und selber gemachten Formaggini gibt es zur Vorspeise. Fleischvögel, eigene Dinkelteigwaren und Lauchgemüse ist der Hauptgang. Sie hat es so fein gemacht und so schön präsentiert und super. Ein Lavendel-Parfait mit Bristner Birnen und einer Merenke haben den Abschluss gemacht. Ja, total ausgelassene Stimmung haben wir da gesehen zum Schluss. Regulas, bist du immer so die etwas anreisst? Ja, ich finde, man muss nicht immer das nach Drehplan machen. Man kann auch irgendetwas anderes. Also, wir haben es lässig miteinander. Es war wirklich eine lässige Zeit. Wir hatten irgendwie immer wieder neue Ideen, gell? Was man machen könnte. Und haben es so wirklich lustig gehabt, ja. Jemand, der ganz genau geplant hat, war Sonja. Du hast die Abend besser durchgetaktet als die SBB ihren Fahrplan. Ist es bei dir im Leben immer ein bisschen so? Hast du gerne Kontrolle? Eigentlich wäre ich gerne noch viel besser so richtig durchgeplant. Ich bin es aber nicht. Aber dort hatte ich irgendwie das Gefühl, komm, diesen Samstag gebe ich nicht aus der Hand. Dass ich quasi sage, so ein bisschen, wo es durchgeht. Und das hat mir gefallen so. Ja, Erika, sag mal, wie ist es für dich eigentlich als Appenzöllerin in Uri? Wie gut verstehen Sie die Innerodler Dialekt? Mittlerweile verstehen sie mich eigentlich recht gut. Am Anfang hatten sie schon ein bisschen Mühe, aber ich mit ihr auch. Also ich habe sie auch fast nicht verstanden. Aber immer, ja, es ist etwa gleich gegangen, beiden. Und du hast dir ja für an deinem Abend auch noch ein bisschen Hilfe von oben geholt. Du hast den frommen Stuhl dazu geholt. Ja. Hast du rückblickend das Gefühl, es hat dir geholfen? Ja, ich denke, es schadet dort sicher nicht, wenn du ein bisschen Glück noch von oben hast, sage ich. Also, die Hilfe die hat man natürlich angenommen, die habt ihr alle auch bekommen. Von Freunden, Familie und natürlich von euren Ehemännern. Und dort wollen wir jetzt mal schnell nachfragen. Dani, du hast ja für den speziellen Abend von der Sonja dann extra eine Fleuge montiert. Wo ist die heute? Ja, da hatte ich einen Job als Kellner. Und als Kellner habe ich gedacht, weisses Hömmli fliegen gehört einfach zum Tenue. Das muss so sein. Und ja, das war mir jetzt noch wichtig. Und dir hat es noch so behagt in dieser Rolle? Wenn wir ja als feines Essen servieren, dann haben eigentlich beide Seiten ja gewonnen. Kai, wie motiviert bist du für dein Ämtchen im Service?
Ist gut gegangen, Diplomatisch. Ja, mal, es hat schon gepasst. Didi, bei dir habe ich das Gefühl, du bist richtig aufgeblüht in deiner neuen Rolle. Ja, ich habe mir Mühe gegeben, ja. Ich habe probiert, das gut zu machen. Und wirst du jetzt das nächste Mal, wenn wieder Besuch kommt, auch servieren? Nicht unbedingt. Ich war froh, dass alles hat funktioniert. Du hast gelungen, dass ich nicht Wein verschüttet oder so. Und ich habe wirklich das Gefühl, du bist gewachsen in dieser Rolle. Habt ihr das eigentlich auch ein bisschen geübt, Heidi? Sag mal. Stunden, würde ich sagen, ja. Inklusive Hürdenlaufen. Sogar. Nein. Aber dir hat ja tatsächlich ein bisschen Druck gehabt. Du bist die Letzte, die gekocht hat. Was würdest du sagen, rückblickend, ein Vorteil oder ein Nachteil? Ich glaube, weder noch. Also am Konzept hat man eigentlich nicht mehr gross geändert. Du und Debbie, ihr seid die zwei, die fleischlos gekocht haben. Fleischlos, aber nicht ideenlos. Wir schauen zurück auf eure zwei Eben. Heidi Lutzdorf hat zweimal in der Woche eine Spielgruppe auf dem Bauernhof im Emmental. Ja, jetzt könnte man ja eigentlich ein Omelette-Äpfelfest machen. Außerdem arbeiten sie auch mit Kindern aus der Heilpädagogischen Schule im Dorf als tiergestützte Pädagogin. Man muss einander helfen, man kommt ins Gespräch über das Tier. Und das sind so Aktivitäten, wo ich merke, ohne Tier hätte ich die Chance gar nicht. Das ist einfach ein bisschen lockerig. Heidi und ihr Mann Didi haben sich nicht beim Arbeiten auf dem Acher gelernt kennen. Wir haben uns über die Musik lernen kennen. Dann zumal hat er sich beworben bei uns in der Dorfmusik als Dirigent. Sie war Vizedirigentin. Ja, genau. Vor der Sommerferien, an der letzten Probe, als ich wusste, jetzt haben wir die Ferien 5 Wochen, habe ich gedacht, nein, das geht jetzt nicht. 5 Wochen die Heidi nicht mehr gesehen. Und dann habe ich mich überwunden und ein SMS geschrieben, ob wir uns mal treffen könnten. Das ist jetzt 17 Jahre her. Ein Kirschpesto auf Knäckebrot mit einer Salbeisuppe und gerösteten Kichererbsen gibt es zur Vorspeise. Es war ganz heiß, das Tüppli. Es hat auch gerochen. Also es war sensationell. Klar ist, bei der Heidi kommt kein Fleisch auf den Tisch. Aber was als Menü da steht, gibt allen Rätsel auf. Bohnentatsch mit Kürbisweckli, Herdöpfelscheibli, Äpfel-Rosmarin-Träumli. Dann gibt es Kabisköi und Heidis Tomatenpflatsch. Gugeli-Güezi und zum Abschluss ein Kornelmünchi. Tatsch und Patsch und Putsch und weiss nicht was. Kugeli, nein, Kugeli. Die Auflösung. Es gibt Bohnenburger mit Kürbisweckli, Herdöpfelchips, Äpfelchutney, Kabissalat und Ketchup. Oh, Hamburger! Wow! Es war auch gar nicht trocken, was immer so ein bisschen schwierig ist, finde ich, bei einem Nicht-Fleischburger. Ich glaube, sie hat das perfekt hergebracht. Zum Dessert serviert Heidi Sauerrahmglasse mit süßen Nüssen und einem Kichererbsengüezi. Im Neckartal im Toggenburg ist Deborah Staduma daheim. Ihre Passion sind Heilpflanzen. Die Faszination ist eigentlich, mit wie wenig wir uns selber versuchen zu heilen. Eigentlich einfach das Wunder der Natur, dass es alles hat, was wir brauchen. Als gelehrte Imkerin umsorgen sie auch noch ein Bienenvolk. Ihr Partner, der Stefan, betreibt eine Biobaumschule. 10 Jahre sind sie jetzt zusammen. Wir haben uns in den sozialen Netzwerken kennengelernt. Um nachher herauszufinden, dass wir jahrelang fast nebeneinander gewohnt haben. Dort haben wir es aber nicht geschafft, sondern wir haben irgendwie so, ja, eben Dating-Plattform gebraucht, um das zu checken. Ein farbiger Herbstsalat mit einem Äpfel-Wildpflanzen-Smoothie wird den Landfrauen im umgemodelten Kinderzimmer serviert. Die Vorspeise war eigentlich genau so, wie sie ist. So farbig und also, ich habe sie in dieser Vorspeise richtig gesehen. Kräutli-Risotto mit buntem Ofengemüse gibt es zum Hauptgang. Ich koche zwar so vielleicht einmal in der Woche Fleisch für die Familie, aber lasse oft dann für mich weg. Und darum ist es für mich authentischer, dass ich kein Fleisch koche heute. Das Kräuterrisotto war ausgezeichnet fein.
Ein Rosmarin Panna Cotta mit Calvados-Äpfeli und einem Baumnusskutzli gibt es zum Dessert. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe nach jedem Einspieler mehr Hunger. Debbie, du bist ja nicht explizit eine Vegetarierin. Hast du dich trotzdem dazu entschlossen, kein Fleisch zu servieren? Hat das ein bisschen Mut gebraucht? Das hat Mut gebraucht. Es hat einen Hintergrund. Ich bin wirklich 7 Jahre Vegetarierin gewesen. Und als ich den Stefan kennengelernt habe, hat er ab und zu grillieren und plötzlich hatte ich irgendwie auch Lust mal wieder auf eine Bratwurst. Und so bin ich eigentlich wieder so gekommen, um ab und zu Fleisch zu essen. Und ihr habt sogar das Kinderzimmer von der Cheyenne kurzerhand ausgeräumt, damit ihr alle zusammen Platz nehmen konnten. Und du hast ja gesagt, ihr habt ihre Miete gezahlt. Und das kann ich jetzt nachher fragen, weil Cheyenne die sitzt nämlich dahinter. Cheyenne, schön bist du mit hier bei uns, extra die Mami unterstützen. Sag mal, wie war das mit dem Kinderzimmer? Hast du die Miete bekommen? Noch nicht. Nein, wirklich? Was hat sie dir denn versprochen? Zuerst wollte ich nicht das Zimmer abgeben. Nachher irgendwann hat sie gesagt, dass sie mehr Miete zahlt. Und nachher irgendwann habe ich dann einfach gemacht. Aha. Und habt ihr abgemacht, wie viel Geld du bekommst? Wie viel? Wenn ich noch weiter blöd tue, dann komme ich nur 50 Franken über und sonst komme ich 100 Franken. Das sind so die Register, die man am Schluss auch noch ziehen muss als Mami. Wer kennt das nicht? Cheyenne, das Geld musst du noch eintreiben. He? Ist gut? Jetzt haben wir es alle zusammen gehört, nämlich. Also, ja, aber muss man halt alle Register ziehen, dass es im Fernsehen nachher zumindest perfekt aussieht. Weil so ganz perfekt ist es ja in Wirklichkeit nicht. Auch bei unseren Landfrauen nicht. Auch sie brauchen zwischen 2 oder 3 Anläufe. Und auch bei ihnen sind Malheur passiert. Und die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Klapp-Action! Führen laufen. Führen. Ist gut. Noch ein bisschen. Sie werden losgelassen. Ich glaube, wir haben es, oder? Aber ich finde es geil. Also, ich liebe so Leute. Jetzt bringe ich sie natürlich nicht. Also, ich war schon mal da, jetzt, wo ich gerade sagen, Niagara-Feld noch. Nein, nein. Wow. Jemand hat mir den Deckel geklaut. Genau. Nee, wo ist jetzt der? Ich finde ihn nicht. Du filmst nichts, gell? Aber ich muss jetzt wirklich einen Deckel suchen. Sonst nehme ich den anderen. Wir arbeiten noch dran. Bravo! Und dann hat sie so Zwetschge gegeben mit so einer Sauce. Und die Konsistenz von dieser Sauce war genau richtig. Zwetschge? Zwetschge? Zwetschge hat es keine gegeben. Bitte hat es gegeben. Bitte hat es gegeben. Jetzt mag ich dir. Du musst noch mal neu. Ich bin perfekt nicht. Wo es Wort. Hier essen, nicht mehr hören, kommt pfiffen, hoi hoi, drauf geitschen. Es hat auch Platz bei uns. Soll ich abnehmen? Entschuldigung. Er hat gerade abgehängt, jetzt wäre der gewesen. Hallo! Ja, jetzt sehe ich wirklich gerade in den Ausschnitt rein. Muss ich noch das T-Shirt? Also was ist jetzt? Du findest mich wüst, aber es ist jetzt gleich, oder was? Ja, jetzt ist gut. Können wir bitte die Themen wechseln? Ja, genau. Die haben neue Schuhe gekriegt. Ausgelehnt. Oh, was wir machen? Nein, Schuhe! Ich habe mich jetzt zusammengenommen, besitzen. Nein, die filmen das immer noch. Das kann ich nicht. Ja, da haben wir
wir unsere Landfrauen ganz schön verwünscht. Aber ich glaube, Sonja, gibst mir vielleicht recht, das ist so die Momente, wenn man so herzhaft lachen kann, wo der Wettbewerbsgedanke einfach mal in den Hintergrund rückt, oder? Absolut. Also, wir haben es so lustig, wir haben ganz häufig, mehr als wir hätten dürfen, haben wir herzhaft gelacht. Und jetzt, meine sehr verehrten Landfrauen da vorne, sehr verehrtes Publikum, jetzt kommen wir zum ersten Siegesmoment vom heutigen Abend. Wir küren die Dekokönigin unter unseren Landfrauen. Und jetzt bin ich gespannt, für wen dass ihr euch entschieden habt. Hier in diesem Kuvert drinnen, da steht der Name der Dekokönigin unter den Landfrauen 2021. Und gewonnen hat Erika! Erika ist unsere Dekokönigin 2021. Voilà, hier ist das amtlich beglaubigte Diplom als Dekorationskönigin. Unter den Landfrauen natürlich auch noch ein Blumenstrauß und ein Reisegutschein im Wert von 500 Franken, wo du per Schiff, Bahn oder Bus irgendwo in der Schweiz kannst umreisen und ich nehme schwer an, du gehst deine Kollegin besuchen. Danke vielmals. Bei dir war ja ganz speziell die Lavendelsäckchen. Haben sie sie vielleicht ein bisschen betört? Sind sie ein bisschen ruhig geworden? Die Dekokönigin haben wir also gewählt. Vielleicht gehören auch ihr daheim zu den Gewinnerinnen und Gewinnern vom heutigen Abend. Wenn ihr mitmacht, die Leitungen sind noch offen für unseren Wettbewerb. Läutet da auf 0901 544 911. Der Anruf kostet 1,20 Franken. Oder ihr könnt auch gratis teilnehmen mit dem Handy via Internet. So. Und jetzt kommen wir zu einem ganz speziellen Gast. Sie ist nämlich letztes Jahr genau hier auf eurer Position gestanden, hat genauso mitgefiebert und am Schluss ist sie die Landfrau 2020 geworden, die Barbara Matter. Guten Abend, Barbara. Ein kleines Déjà-vu. Ja, du wieder hier. Wie fühlt sich das an? Sehr gut. Ich habe mich so gefreut, hierher zu kommen. Und die Frauen lernen zu kennen und einmal live zu sehen. Ja, jetzt bist du ein Jahr lang die Landfrau 2020. Was war das für ein Jahr? Es war ein sehr schönes Jahr. Und ich habe mich so gefreut, dass ich diesen Titel gewonnen. Wir mussten zwar Masken anlegen, auch im Kanton Bern. Das war vielleicht der Vorteil, wenn wir einkaufen, haben sie nicht gerade gekannt. Und wir konnten gleich in dieser kurzen Zeit einkaufen. Und was hat der Sieg so für Reaktionen ausgelöst in deinem Umfeld? Unheimlich viel. Also, einfach aus der ganzen Schweiz. Da sind Briefe gekommen, der Briefkasten ist fast verplatzt. Und eben auch von Leuten, die man nicht kennt hat. Genau, wo sich mit dir auch gefreut ja, hat. Genau. Jetzt, was mich wundert, Barbara, die sind letztes Jahr auch so eine eingeschworene Truppe gewesen. Hast du noch Kontakt zu den anderen Landfrauen? Ja, wir haben also noch Kontakt. Wir treffen uns gerade nächstens bei mir. Und jetzt gehst du dein Amt weiter heute Abend. Genau. Jetzt würde mich natürlich wundern, hast du jemanden Speziellen mit der Daumen drücken? Ja, ich drücke natürlich Herr Berner die Daumen. Genau. Und, aber es hat auch eine Frau darunter, die mich sehr überrascht hat, die ich auch mir vorstellen könnte, dass sie gewinnen könnte. Willst du uns verraten, wer es ist? Sabrina? Ja, genau. Sie hat mir, ihre Sendung hat mich so überrascht. Genau. Schön, bist du bei uns. Barbara, du hilfst mir gerade noch bei der Siegesehrung. Merci vielmals. Schön, bist du bei uns, Barbara. Danke. Barbara Matter, meine Damen und Herren. Wenn ihr jetzt daheim auch Lust habt bekommen, sagt mal, ich kann gut und gerne kochen, das möchte ich auch gerne mal probieren. Oder ihr kennt jemanden, der gut und gerne kochen kann, dann geht auf unsere Webseite, meldet euch an. Und zwar relativ zügig, weil die nächste Landfrauenstaffel die ist im nächsten Frühling. So, und jetzt sind wir soweit. Gleich lüften wir das Geheimnis um die Landfrau 2021. Vorher schauen wir jetzt aber noch einmal die schönsten Bilder an, die schönsten Momente und schwelgen ein bisschen in Erinnerung.
When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Ja, bei diesen Bildern können wir ewig schwelgen in dieser 15. Landfrauenküche-Ausgabe. Und darum haben wir für alle Fans unter euch hier die DVD zu der aktuellen Staffel, die ihr alles immer wieder nachschauen könnt. Und wenn gerne nachkochen was hier in der Landfrauenküche so alles brutzelt, dann haben wir hier das Rezeptbuch zu den Sendungen 2016 bis 2018. Die Rezepte zu der aktuellen Ausgabe die kommen dann im 5. Band raus. Ja, so ein Rezeptbuch kochen müsst ihr halt noch selber. Aber sonst wäre es ja vielleicht auch ein wunderbares Weihnachtsgeschenk. Steht ja auch schon vor der Tür. So, und jetzt ist es dann gleich so weit. Jetzt küren wir die Siegerin unter den 7 Landfrauen da vorne. Und jetzt sind es mir Wunder. Christian, jetzt könnte es vielleicht schon gleich die Erika sein, die heute Abend hier nach dem Sieg als Dekorationskönigin auch noch gerade den Finalsieg einheimst? Was denkst du, was rechnest du für Chancen aus? Also ich denke, sie hat gute Chance, aber sie hat nicht aus diesem Grund eigentlich mitgemacht, sondern sie hat wirklich ein sehr schönes Erlebnis gehabt. Marco, was denkst du, wie wäre es für Sabrina, wenn sie jetzt gerade den Titel gewinnen würde? Das sehen wir dann, wenn es so wäre. Aber gewonnen hat sicher jede von mir aus gesehen, wenn man sieht, dass das bis jetzt schon eine eingeschworene Truppe gegeben hat. Sicher jede Siegerin. So, jetzt wollen wir euch, liebe Landfrauen, nicht mehr länger auf die Folter spannen. Es ist ein bisschen wie bei einem guten Risotto. Da muss man einfach den richtigen Moment verwünschen. Und wir lösen von hinten auf. Und wir kommen zu den Kuverts. Danke, Barbara. Da drin steht der Name vom 3., 2. und 1. Platz. Bronzemedaille gewinnt und ein Migros-Gutschein im Wert von 3000 Franken. Das ist Erika Arnold Fessler. Gratulation, Erika. Neben dem Sieg als Dekorationskönigin also auch noch gerade Bronzemedaille. Wunderbar, wir gratulieren von Herzen. Danke vielmals. Und jetzt kommen wir zum 2. Platz, zu der Silbermedaille, quasi zu der Vize-Landfrau 2021. Und da sind wir natürlich gespannt. Es sind noch 6 Landfrauen übrig. Wir lösen auf. Der 2. Platz. Silber. In der 15. Staffel von der Landfrauenküche geht an Heidi Lutzdorf.
Jetzt tun wir noch einmal ganz gut durchschnaufen. Und du, Heidi, darfst gerne neben Erika und Sabrina stehen. Und euch möchte ich gerne ein bisschen beieinander haben. Da waren es nur noch 5. 5 Landfrauen. Ein Titel, der von der Landfrau 2021. Und jetzt, wenn wir es wissen, wer das von euch 5 schlussendlich auch ausgeschwungen ist. Mit der besten Regionalküche. Ist es Sabrina, die punkten konnte? Vielleicht ist es aber auch das Debbie, die jetzt gerade jubeln kann. Könnte aber auch die Regula sein, die den Titel einheimst. Oder vielleicht ist es Sonja, die heute Abend hier den Jubelschrei loslassen kann als Gewinnerin von der Landfrauenküche 2021. Oder die Maya. Vielleicht hat sie alle anderen überzeugen und geht heute Abend als Siegerin heim. Die Siegerin, die Landfrau 2021, die heisst Sonja Gottmeier! Unsere Landfrau 2021. Du gewinnst den Gutschein im Wert von 6'000 Franken. Mit zu uns. Wunderbar. Wow, da war aber jemand wirklich überrascht, oder? Dani. Cool, oder? Ist richtig gerührt, gell? Ja, Sonja, jetzt wollen wir aber deinem Papi noch mal einen Gruß ins Altersheim schicken. Also unbedingt. Lieber Papi, ich habe gewonnen! Unsere Siegerin von der Landfrauenküche 2021, Sonja Gottmeier. Sonja Gottmeier, also eine würdige Gewinnerin von der diesjährigen Landfrauenküche-Staffel. Vielleicht seid ihr ja heute Abend auch bei den Gewinnerinnen und Gewinnern dabei. Wenn ihr unseren Wettbewerb mitmacht, könnt ihr schauen. Auf unserer Webseite steht der Name der Glücklichen drauf. So, und jetzt wird da hinter mir und wir gehen anstoßen auf die Landfrau 2021. Merci fürs Zuschauen, einen schönen Abend. Sehr schön. Du anstoßen. Merci, Barbara. Danke, alles Gute. Hä?